Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler natürlich. Leute, 6. Bundesligaspieltag, 3:0 bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Vielen lieben Dank dafür, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja. Kommen wir zum Spiel. Ja, am Ende des Tages ein sehr verdienter Sieg und auch ein sehr ungefährdeter Sieg. Ja, wäre vielleicht nochmal spannend geworden, wenn Frankfurt in dieser kleinen 5 Minuten Drangphase, die sie so ab der 70. Minute vielleicht hatten, wenn sie da nochmal einen Anschluss gemacht hätten. Hätte Fahrradkette. Ja, am Ende war es ein ganz souveränes 3:0. Zweite Halbzeit so bis zur 70. Minute war auch ja gut von unserer Seite, ja. Sehr schwach von Frankfurts Seite. Gefühlt hatten wir 100% Ballbesitz in dieser Phase. Haben den Ball einfach durch die eigenen Reihen gleiten lassen. Kaum Torchancen, kaum Bälle in gefährlichen Räumen. Einfach den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Was völlig legitim ist, ne? Gilt es gar nicht zu kritisieren. Um das gleich vorwegzunehmen. Wenn du 2:0 auswärts führst, ist das völlig fein in meinen Augen. Erst recht bei so einem Gegner. Ja, ansonsten das 1:0, ja, weiß ich nicht. Hatte jetzt relativ wenig Auswirkungen auf das Spiel, fand ich. Ja, Frankfurt hat trotzdem Gas gegeben, hat sich davon gar nicht beeindrucken lassen. Das 2:0 war dann eigentlich schon der K.O. Ja, also danach war das Spiel in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gelaufen. Und in der zweiten Halbzeit hat man Frankfurt gleich den Zahn gezogen, indem man den Ball, wie ich schon sagte, bis zur 70. Keine Ahnung, was gefühlt. Auf jeden Fall 65, 70% Ballbesitz auf unserer Seite. Ja, und Frankfurt kam gar nicht irgendwie ins Spiel. Die wichtigen Zweikämpfe, wenn Frankfurt mal einen Ball gewonnen hatte, haben wir gewonnen. So dass der Ball relativ schnell wieder in unseren Reihen war. So von der 70. Ja, die Wechsel haben ganz gut gefruchtet bei Frankfurt. Ja, das muss man sagen. Da kam nochmal so ein kleiner kleiner Schwung rein, so in der 65. Minute, so ab der 70. haben sie dann so zaghafte Dinger gehabt, natürlich eingeleitet durch uns, durch katastrophale Fehlpässe von Kimmich mal wieder, ja. Der heute auch viel Schatten hatte, aber auch viel Licht, muss man ehrlicherweise sagen. Kommen wir gleich in der Spielerbenotung zu. Ja, aber wirklich mal eine große Torchance hat Frankfurt sich auch nicht erarbeiten können. Ja, so, muss man auch mal sagen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass so ein Luis Diaz sich dann auch nicht zu schade ist. Übrigens, Mann des Spiels kann ich schon mal vorwegnehmen, kommen wir aber in der Benotung zu. Dann halt einfach auch die Wege ins defensive Mittelfeld zu machen und dann einfach auch das defensiv voll zu ziehen, sich eine gelbe Karte abzuholen, was eigentlich eine Aufgabe von Joshua Kimmich oder ein Goretzka oder ein Pavlovic wäre in diesen Situationen. Ja? Also von daher Hut ab für Luis Diaz heute. Ja, und so war der Sieg am Ende des Tages völlig ungefährdet. Ja, völlig ungefährdet. Ja, wie gesagt, hätte Fahrradkette, wäre da irgendwie ein Ding durchgerutscht oder sonst was. Hätte in der ersten Halbzeit das Tor gezählt, was für mich natürlich ein ganz klares Handspiel war, brauchen wir nicht überreden. Natürlich war es keine Absicht, aber ja. Ich glaube, der Lothar hat es ganz gut erklärt auf Sky. Ja, er hat dadurch den Vorteil. Nichtsdestotrotz hätte man das natürlich trotzdem besser verteidigen können, aber das war auch die einzige Szene, die Frankfurt hatte. Ja. So ehrlich muss man auch sein. Und wie gesagt, nach dem 2:0 war Frankfurt gebrochen. Ich denke mal, das hat man gesehen. Dann hast du eher so das Gefühl gehabt, oh komm, wir lassen es jetzt besser, bevor wir wieder 5 Stück kriegen. Ja. So das Gefühl hatte man, komm, lass uns mal jetzt hier ein bisschen ruhiger machen, gehen wir lieber mit dem Ergebnis in die Pause und gucken mal, was dann in der zweiten Hälfte noch geht. So, das war so das Gefühl, was ich hatte. Wir haben es dankend angenommen. Ja, ich denke, waren für uns auch anstrengende Tage und das hat man gesehen, aber im Großen und Ganzen, gerade die erste Halbzeit hat das Spiel, oder sagen wir mal die erste halbe Stunde, hat das Spiel auf jeden Fall das gezeigt, was ich erwartet habe. Ja, 1:1.
Kimmich war super wenig im Spiel, weil Frankfurt ihn sehr, sehr, sehr hoch gedrückt hat, sehr hoch gepresst hat, ihn immer wieder zugestellt hat, immer wieder angelaufen ist. Leon Goretzka war auch maßlos überfordert mit der ganzen Situation. Viele, viele Fehlpässe, ja. Dadurch war es ein bisschen fickerig, so in der Anfangsphase. Von daher auch hier schon mal kurz vorab. Es war natürlich zu 100% die richtige Entscheidung, Leon Goretzka nicht in die zweite Halbzeit zu lassen. Ja, das war eine Katastrophe, was der Mann gespielt hat. Und da muss man ganz klar sagen, jeder, der den Taktikfuchs gesehen hat, ey, das war das perfekte Spiel für einen Bischof, der hätte da stehen müssen mit seiner Ballsicherheit. Ja. Dann wäre das noch viel, viel souveräner gelaufen in der ersten Halbzeit für uns. Ja. Weil ein Kimmich war maßlos überfordert und da hätte es jemanden gebraucht, der eine gewisse Ballsicherheit hat, auch unter Druck. Und da sehe ich einen Bischof auf jeden Fall weit vorne. Obwohl Pavlo es in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Ja. Und ich würde da sagen, damit gehen wir auch in die Spielerbenotung. Ich gucke nochmal, ob jetzt Statistiken hier sind. Bisher gab es hier noch keine Statistiken zum Spiel auf der Bayern-Seite. Ich gucke aber mal ganz kurz woanders. Gut, nehmen wir heute mal Sofascore. Auf der Bayern-Seite ist nichts. Ich denke, da haben wir auch noch ein bisschen mehr Statistiken, ob die dann so wichtig sind oder nicht. Aber wer die Seite nicht kennt, vielleicht für den einen oder anderen von euch noch ganz interessant. Also 13-0, ja. Ihr habt hier so ein paar Statistiken, die ihr euch reinziehen könnt. Wir gehen jetzt gar nicht hier ganz ins Detail rein. Wir nehmen mal die Standardstatistiken. Ballbesitz 60:40 für uns. Erwartete Tore, XG-Wert 0,39 zu 1,71. Ist vielleicht nochmal ganz interessant. Großchancen 1,4. Schüsse gesamt 6,12. Paraden 0,1. Eckstöße 4,3. Fouls 11,11. Pässe 459 zu 706. Sind schon ziemlich viele Pässe gegen uns, ja. Muss man schon sagen. Tacklings 19,12. Freistöße 11,11. Gelbe Karten 1,2. Ja. Das sind die Werte insgesamt. Wir haben hier unten nochmal die Schüsse aufgelistet, da wo meine Birne ist. Schüsse gesamt 6,12 für uns. Schüsse aufs Tor 1,3. Latten- oder Pfostentreffer 0,2. Schüsse neben das Tor 5,5. Geblockte Schüsse 0,4. Schüsse innerhalb des Strafraums 2,9. Schüsse außerhalb des Strafraums und so weiter. Ja, hier seht ihr hier Angriff, Großchancen und so weiter. Wer Bock auf Statistiken hat, sofascore.com, könnt ihr euch richtig austoben. Wa? Gut, also, wie ich schon sagte, ja, am Ende des Tages war es eine klare Kiste für uns. Ich denke, damit können wir alle mitgehen. Ne? Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Wir fangen wieder mit Vini an, wie immer. Vini sehe ich heute bei einer 2. Ich hätte so ein bisschen was anders gemacht. Pluspunkt, die Auswechslung von Goretzka, genau zur richtigen Zeit. Ja, das war gar nichts erste Halbzeit. Ich zwischenzeitlich, also wenn es irgendwie geklingelt hätte für Frankfurt, dann hätte ich einen Leon schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber kommen wir gleich zu, wenn wir bei Leon ankommen. Ansonsten die Auswechslungen. Ja, ich verstehe es natürlich, ja, dass man ein bisschen spät gewechselt hat. Ja, keine Ahnung, ich hätte mir einen Jackson eher gewünscht, sage ich euch ganz ehrlich. Generell in diesem Spiel. Ich hätte mir aber auch, wie ich auch schon sagte, einen Bischof gewünscht, aber das sind nur persönliche Präferenzen. Am Ende des Tages hat ein Kompanie viel richtig gemacht, wir haben 13-0 gewonnen. Aber wie gesagt, die Auswechslung erst 86., 89. zweimal. Finde ich ein bisschen spät. Ich kann es irgendwo verstehen, weil es halt noch lange Zeit 2-0 stand. Und wie gesagt, wäre ein Tor gefallen, hätte es nochmal gebrannt. Von daher kann ich schon verstehen, dass man den Floh da nicht so unterbrechen will vielleicht. Auf der anderen Seite, ja, man stellt sich immer dahin, erzählt, ich glaube an jeden dieser Spieler. Ja, da muss das auch möglich sein, dass man dann in der 70. Minute mal einen Dreierwechsel bringt, um mal ein bisschen Frische reinzubringen. Ja, so, meine Meinung. Deswegen nur Note 2, nicht Note 1. Meckern auf hohem Niveau, denke ich. Gut. Manuel Neuer hatte jetzt nicht so viel zu tun, nämlich eigentlich gar nichts. Ich glaube, der einzige Schuss aufs Tor war drin. Ansonsten sah er bei der einen Aktion, wo er dann noch gut gehalten hat, nicht gut aus. Ja, er hätte viel, viel eher am Ball sein müssen, hat dann Glück gehabt. Was heißt Glück gehabt? Er hat dann bärenstark gehalten, mit dem Fuß rausstellen, sich breit machen.
Aber dass er zu dieser Parade dann gezwungen wurde, war auch seine eigene Schuld, ne? Wenn man ehrlich ist. Also da muss er natürlich anders hingehen, muss den Ball festmachen, da brauchen wir. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden oder drüber streiten. Note von daher, auch so 1, 2 Bälle waren wirklich nicht so gut gespielt. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat er den Ball dann gut pariert. Ansonsten ist es wie immer super schwierig, einen Manuel Neuer zu bewerten, wenn er halt nicht eine Parade zeigen musste, groß, ja, oder einen Ball halten musste. Also von daher, von meiner Seite Note 3. Gut, gehen wir von oben nach unten. Aufstellung habe ich jetzt gerade nicht, aber ich hoffe mal, ich vergesse keinen, wa? Conny Leimer, ja, Conny war bemüht. Ja, Conny war bemüht, das steht außer Frage, hat auch vorbildlich wieder vorangegangen, geackert, gerackert. So, das ist Conny Leimer Standardzustand, das hat er gut gemacht. Hat natürlich auch keinen leichten Gegenspieler auf seiner Seite gehabt mit Indoan. Ja, ich halte viel von dem, der gefällt mir gut, hat mir schon letzte Saison gut gefallen. Wäre vielleicht auch mal ein Spieler, mit dem man sich beschäftigen könnte, so in der zweiten Kategorie. Nur meine Meinung. Hat es dafür echt gut gemacht. Ja, dafür, dass er auch auf der linken Seite ist. Fairerweise auch Diaz hat natürlich wieder wie ein Monster mit nach hinten gearbeitet. Ansonsten, ja. Ich tue mich schwer heute mit dem Conny ihn irgendwie. Ich trage erstmal eine 3 ein, vielleicht ändere ich es im Laufe der Noten noch. Auf eine 2,5. Ja, also ich schwank da gerade zwischen 2,5 und 3 bei Conny Leimer. Ja. Opa und Tar kannst du eigentlich heute beide nennen. Beide waren gut, waren souverän. Ich habe nichts gesehen, was irgendwie schlecht war. Gefühlt haben sie keine Zweikämpfe verloren. Ja, ich erinnere mich an einen Fehlpass von Tar, wo er versucht hat, das Spiel mal einen Tacken schneller zu machen in der ersten Halbzeit. Der Ball wurde aber auch direkt zurückerobert. Ansonsten habe ich auch keinen Fehlpass von einem der Innenverteidiger gesehen. Haben aber auch keine Risikobälle gespielt. Das muss man fairerweise auch sagen. Ja, aber haben Frankfurt auf jeden Fall, beziehungsweise Burkhardt, der die einzige Spitze war, auch den Zahn gezogen. Ja, also von daher, Opa und Tar für mich heute Note 2. Ja, ist natürlich auf die ganze Mannschaft gesehen, wenn man das gesehen hat heute. Es gab 2, 3 Szenen, gerade in der ersten Halbzeit, wo Frankfurt dann bedingt durch unsere Fehlpässe und durch unser schlechtes Stellungsspiel in der Zentrale schon mal schnell umschalten konnte. Ja, wenn man dann gesehen hat, wie schnell aber auch die gesamte Mannschaft hinten war. Ja, also sobald der Frankfurter auch nur einen Haken geschlagen hat, um den Ball nochmal irgendwie quer zu spielen, da waren wir schon wieder mit 6, 7 Mann hinterm Ball. Ja, also Mannschaftsleistung defensiv heute überragend. Ja, und das kommt natürlich dann auch den Verteidigern zugute. Ja, Boe sehe ich ähnlich wie Conny Leimer. Ja, für mich ein souveränes Spiel. Ein Ball, ein bisschen kurz, aber den hat er trotzdem dann noch zu Kimmich gebracht in der zweiten Halbzeit. Ansonsten kann ich mich an nichts Schlechtes erinnern. Ja, beide Außenverteidiger heute nicht so oft so riesengroß offensiv, dass sie mal bis auf die Grundlinie gegangen sind oder sowas. Da hat man schon gesehen, dass da ein bisschen mehr Respekt ist. Nichtsdestotrotz waren beide trotzdem auf den Halbpositionen unterwegs und auch mal im gegnerischen 16er und so weiter. Aber ansonsten hat man heute schon gesehen, dass es ein Tacken defensiver eingestellt war. Ja, ich lege mich da auch auf die 3 fest, wie bei Conny erstmal. Vielleicht ändern wir was noch. Ja, aber war ein souveränes Spiel von Sacha. Ich habe nichts Schlechtes gesehen. Hat mir gefallen. Gut, kommen wir zum einzigen Spieler, der heute extrem abgefallen ist. Das war meiner Meinung nach Leon Goretzka. Das war gar nichts. Sorry. Ja, kriegt von mir eine 4,5. Warum eine 4,5? Weil es so die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit ein bisschen besser war. Davor war dieser Mann einfach maßlos überfordert. Maßlos überfordert. Ja. Mal ein Querpass, mal ein Ball nach hinten, ja, das ging. Er hat, glaube ich, 3 oder 4 Fehlpässe gehabt im Spielaufbau. Was heißt im Spielaufbau? Spielaufbau hat er gar nicht betrieben. Ja? War er gar nicht zu in der Lage.
Jedes Mal, wenn Leon den Ball hatte, war der Ball schneller weg, wie du gucken konntest. Das war richtig schlecht. Ja, das war richtig schlecht. Wir hatten super, super starke Probleme in der Zentrale, beide. Kimmich genauso. Ja, die kamen gar nicht damit klar, dass beide Spieler angelaufen werden. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr rotiert, dann war Kimmich mehr in der Dreierkette und Goretzka war dann mal auf der halbrechten Posi und hat da ein bisschen Luft gehabt. Ja, dann war er auch mal in der Dreierkette, indem er auf den linken Part gegeben hat. Dann hat er auch mal ein bisschen durchatmen können, hat auch mal einen Ball gekriegt, den er dann querspielen konnte. Aber gerade die erste Viertelstunde, 20 Minuten, das war eine Katastrophe. Ja. Und da hat man gesehen, das ist immer, was ich meine, unsere Zentrale ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Kimmich Goretzka ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das ist super langsam. Beide haben super, super, super krasse Probleme, wenn sie angelaufen und gepresst werden. Ja, Katastrophe einfach. Ja, damit kommen wir auch zum anderen. Habe ich ja gerade auch schon gesagt, auch Kimmich hatte harte Probleme. Harte Probleme damit. Ja. Kam gar nicht zurecht, hat sich dann super weit fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, damit er mal ein bisschen atmen konnte. Nach dem 2-0, ja, wo Frankfurt dann nicht mehr so attackiert hat, nicht mehr so angerannt ist, war es besser. Ja, da hat Kimmich mehr Luft gehabt, konnte auch sich auch mal ein bisschen in der gegnerischen Hälfte orientieren und hatte auch mal Zeit, den Ball anzunehmen und zu gucken. Die Zeit braucht ein Kimmich einfach, sonst ist ein Kimmich aus dem Spiel. Ja, wenn du einen Kimmich anläufst und presst, kommt ein Kimmich nicht ins Spiel, weil er nicht diese Art Spieler ist. Kimmich ist diese Art Spieler, gib mir mal den Ball und ich nehme den mal an und dann gucke ich mal in Ruhe und dann spiele ich den Ball mal weiter. Ja. Oder ich lasse ihn tropfen auf einen Innenverteidiger. Also das kann er auch schnell, alles andere. Eine Szene dann heute von Josh, wo er sich mal um die eigene Achse gedreht hat. Hut ab, ja, Hut ab. Scheint sich da auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ab da war Kimmich auch besser. Ja. Ab da war es ordentlich. Auch zweite Halbzeit hat mir Kimmich gut gefallen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe auch viel Licht gesehen heute im Spielaufbau. Er hat es ordentlich gemacht. Aber auch da immer wieder Klopper drin gehabt. Ja. Diesen grandiosen Fehlpass in der zweiten Halbzeit, den wir zum Glück ausbügeln konnten. Defensive Zweikämpfe wieder 1, 2, die nicht Sechser-like waren. Ja, aber da ich heute ein bisschen mehr Licht gesehen habe, zumindest so viel Licht, wie ich bisher in dieser Saison noch gar nicht gesehen habe von Kimmich, ist er eine Note besser wie Leon und kriegt eine 3,5. Ja. Dafür, dass es eine 2 wäre oder eine 3, ja, muss er einfach mal diese katastrophalen Fehlpässe abstellen, woraus Riesenchancen entstehen für den Gegner, ja, und auch mal dieses nicht vorhandene defensive Zweikampfverhalten in der Rückwärtsbewegung. Ja, also Katastrophe. Also unsere Zentrale in der ersten Halbzeit war sowas von schlecht. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Gut, damit gehen wir eine Reihe nach vorne. Angefangen beim Mann des Spiels. Luis Diaz, 2 Tore gemacht, 1 vorbereitet. Mit nach hinten geackert, wie eine Maschine. Ja. Weiß den Conny Leimer ihm gar nichts nachgestanden, muss man mal ganz klar sagen. Wie gesagt, dann sogar noch in der zweiten Halbzeit im defensiven Mittelfeld das Foul gezogen, ja, nach dem Sprint, den er mitgemacht hat mit dem Gegenspieler. 1, glatte 1, ohne Diskussion, meiner Meinung nach. Gut, nehmen wir das Pendant auf der anderen Seite. Michael. Ja, Michael war heute ein bisschen blass, will ich gar nicht sagen, hat viele Einzelaktionen gehabt, hat aber auch einen guten Gegenspieler gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, müsste ich mal nachschauen. Hat es ordentlich gemacht. Heute ging natürlich ein bisschen weniger über die rechte Seite. Das sieht man ja auch an Luis Diaz. Ja, der war heute viel, viel mehr im Spiel drinne. Man ist mehr über die linke Seite. Heute hat man ein bisschen mehr agiert gefühlt. Könnte ich ja auch gleich mal gucken hier auf dieser Sofascore-Geschichte. Ich glaube, da gibt es doch auch sowas. Zumindest war es gefühlt so. Ich gucke mal eben, ich stelle mal auf dem FC Bayern um. Das sieht sehr, sehr, sehr gleich aus über beide Seiten. Also war es nur gefühlt so. Ja. Luis Diaz hatte dann aber am Ende des Tages die besseren 10, wobei Michael jetzt nicht schlecht im Spiel war, muss man sagen. Ja. Aber wie ich schon sagte, wir haben heute nicht so diese. Normalerweise, wenn Michael den Ball hat,
geht immer einer steil in den Strafraum rein. Ja? Wir sehen super oft dann diesen Ball von Michael auf denjenigen. Ob es der Außenverteidiger ist, ein Boe, ob es irgendwie ein anderer Spieler ist, der in der Mitte steht, so ein Gnabry zum Beispiel, der muss den Weg dann machen. Das haben wir heute gar nicht gesehen. Ja? Dadurch war viel, wenn er nach vorne gehen, wenn er ins letzte Drittel reingegangen ist, muss das eine Einzelaktion sein von Michael. Ja? Das hat heute gefehlt. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man gesagt hat, komm, wir agieren ein bisschen defensiver. Aber nichtsdestotrotz hat Michael ein gutes Spiel gemacht. Hat viele Sachen versucht. Ja, hat auch ein, zwei Sachen eingeleitet. Hat mir gut gefallen. Ja, aber natürlich nicht so auffällig, wie es jetzt in Luis Diaz war. Von daher Note 2,5 von meiner Seite. Das Schöne ist, was wir da positiv mitnehmen können, man hat gesehen, selbst wenn Michael, also wenn man nicht viel über Michael geht in der Offensive, geht es trotzdem. Ja. Das muss man mal mitnehmen, weil Luis Diaz gerade von Spiel zu Spiel stärker wird. Ne? Hut ab dafür. Aber ich habe es gesagt, lass die Leute mal ankommen. Ja? Lass die Leute mal ankommen, lass sie mal ihre Spiele machen bei uns. Und dann können wir sie auch mal ernsthaft benoten. Ja, Serge Gnabry war heute der Standard-Gnabry. Ja, das trifft es am besten. Seine beste Szene war die in den ersten 10 Sekunden. Das hat er sehr gut gemacht. Hat natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball da durchgeht. Aber nichtsdestotrotz hat er das überragend gemacht, dass er das überhaupt so sieht. Das war stark und das war es auch. Nicht falsch verstehen, Gnabry war super engagiert. Ja, wirklich super engagiert, hat sich reingeschmissen. Also nicht so dieser lustlos Gnabry, wie wir ihn sonst schon mal gesehen haben. Aber teils war er mal 20 Minuten gar nicht zu sehen auf dem Feld. So ehrlich muss man auch sein. Und die Chancen, die er dann hatte, das war nicht gut. Das war nicht gut umgesetzt. Ja. Deswegen hat es mich gewundert, dass er so lange auf dem Feld war. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber das haben wir ja schon gesagt. Wie lange war er? Bis zur 72. Minute. Also Katastrophe. Sorry. Da hätte ich mir schon eher einen Jackson gewünscht, der einfach nochmal ein bisschen Schwung gebracht hätte und der dann auch nochmal ein bisschen mehr diesen Konterspeed gebracht hätte. Weil auch da, aber ich denke, in Gnabry hat man gesehen, dass es einfach auch ein bisschen müde ist. Ja, das soll jetzt gar nicht so schlimm sein. Note 3,5 von meiner Seite, weil wenn ich ihm jetzt auch eine 3 geben müsste, dann müsste ich die anderen alle eine halbe Note besser machen. Von daher kriege ich dann eine 3,5. Damit kommen wir zu Heavy. Ja, Heavy setzt die Superlativen fort, auch wenn er, ich weiß gar nicht, super wenig Ballkontakt da hatte in der ersten Phase, ja. Frankfurt hat ihn ganz gut im Griff gehabt. Ja, aber was er dann gemacht hat, war natürlich wieder überragend. Ja. Dass er sich rauszieht, fallen lässt. Man hat gesehen, oh ja, ich weiß gar nicht, wer es war, wer dann in den Raum gegangen ist. Wenn es ein Serge war, ich glaube, es war nicht der Serge. Wenn es ein Serge war, ja, dann könnten wir den Serge auch auf eine 3 setzen, weil der hat den Innenverteidiger mal so für 6 Meter mitgezogen, ja. Und dann war Harry Kane, hat er kurz ein bisschen Platz gehabt, legt sich den Ball mit der ersten Ballberührung zurecht und knallt ihn dann da rein. Und ja, danach hast du gesehen, wie wichtig er dann einfach auch war. Ja, gerade auch, wo er dann verletzt war, wo er dann reinkam, wie er dann gleich noch mit dem Kopf da wieder im defensiven Mittelfeld klärt. Aber das ist halt einfach Harry Kane. Ja. Ist halt so viel mehr wie nur ein Stürmer, der die Tore macht. Rein theoretisch, wenn wir jetzt Harry Kane an Harry Kane Maßstäben messen würden, müssten wir ihm heute eine 2 geben. Anstatt eine 1. Von daher machen wir das einfach mal. Könnt ihr mich haten für Harry Kane nur Note 2, weil nur ein Tor gemacht und keine 2. Ha? Haben wir Bayern Probleme? Geil, oder? Grandios. Gut. Kommen wir noch zu den Einwechslungen. Ja, die wichtigste Einwechslung war Pavlo. Ja, Pavlo hat ein bisschen gebraucht, ja, war wieder am Anfang so der Querpass Toni Pavlo. So nach 5, 6, 7 Minuten, spätestens nach 10 Minuten war er dann, also erstmal, wo er in diese ersten 10 Minuten hatte er natürlich super viel Stabilität gebracht. Ja, also nicht falsch verstehen. Aber ich dachte ja, komm, er wird sich wieder nur darauf konzentrieren. Nein, umso länger das Spiel ging,
ja, umso mehr hat 'n Pawlo das Heft des Handelns da auch in die Hand genommen und hat versucht zu ordnen, ja. Leider was heißt leider? Wir haben 2:0 geführt, ja. So, er hat aber nicht so oft das Risiko auf Olise genommen, ja. Olise stand da oft, hat den Ball gefordert. Pawlo hat ihn da einfach nicht hingespielt, hat immer wieder über die linke Seite gespielt. Aber Pawlo war stark, ja. Für mich Note 2, hat uns super viel Stabilität gegeben, weil er aber natürlich auch gleich viel, viel ballsicherer war als so 'n Leon Goretzka. Ähm, war 'ne richtige Entscheidung. Natürlich hätte es auch 'n Bischof bringen können, denke ich, aber heute hat mir 'n Pawlo endlich mal wieder gut gefallen, ja. Endlich war er mal wieder so nach den ersten 10 Minuten, wo du gesehen hast: „Ja komm, ja, ich bin der, ich gehe auch hin, ich versuche das Spiel an mich zu reißen, versuche auch die Bälle in die Räume zu spielen.“ Ähm, immer noch 'n bisschen zurückhaltend, 'n bisschen auf Sicherheit bedacht, aber das ist auch völlig fein, wenn du 2:0 führst, ne? Aber er hat sich mal wieder gezeigt und nicht immer: „Ja, oh ja, ich spiele jeden Ball quer auf Kimmich und Josh muss alles machen.“ Ne, das war endlich mal wieder 'n Pawlo, der mir rüberkam, so mit Selbstvertrauen und ja, hat uns super viel Stabilität gegeben direkt nach der Halbzeit, ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, von meiner Seite Note 2. Ja, die anderen Auswechslungen, die jetzt kommen, können wir nicht wirklich benoten. Wir könnten vielleicht noch 'n Guerrero benoten, aber ihr wisst, so bei 20 Minuten kam in der 72. tue ich mich immer schwer. Ja, Guerrero hat das Guerrero-Problem, was er immer hat. Guerrero ist kein guter Einwechselspieler. Ja, Guerrero braucht 10, 15 Minuten. Das hast du gesehen, die ersten Bälle, die ersten 10 Minuten war jeder Ball weg. Ähm, danach hat er natürlich das 3:0 mit eingeleitet. Das war gut. Das war aber auch seine einzigste Szene. Aber die hat dann am Ende des Tages auch gereicht. Aber ja, deswegen finde ich es immer schwierig, so 'n Guerrero so in der 72. zu bringen, weil du weißt eigentlich, der braucht 10 Minuten, ja? Und das war auch heute so. Jeder Ball, der von nach vorne auf Guerrero ging, war weg. So, ja, der braucht einfach diese 10 Minuten, wo er bis er mal da angekommen ist und parat ist. Danach war's ordentlich. Wie gesagt, 'ne Note schenken wir uns. Ja, jetzt wird's natürlich ganz wild, aber ich blende sie auf jeden Fall mal ein. Nicolas Jackson, da können wir wenigstens noch 'n bisschen was zu sagen, kam in der 86. Minute. Hat sich gleich reingeworfen, ja, war gleich in Szene, ähm, war 'n bisschen zu uneigennützig in seiner letzten Szene, wo er dann auf Olise noch gelegt hat. Den hätte er vielleicht einfach auch mal selber aufs Tor bringen sollen aus 16 Metern. Aber er war sofort präsent, ja, für Heavy. Da war nichts von wegen: „Ich brauche mal 10 Minuten, bis ich präsent bin“ oder so was. War gleich auffällig. Ja, das ist, was wir sagen können. Dann haben wir noch in der 89. Minute die beiden Wechsel. Einmal Lennart Kahl. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Hat ja auch noch 1, 2 Kämpfe um den Ball gehabt, ja, war da, hat sich reingeworfen wie immer, war super aktiv, aber das ist er eh immer. Und dann haben wir noch Tim Bischof, der auf die Zehner-Posi auf die Zehner-Posi, auf die zentrale Posi gegangen ist und Kimmich mehr auf die Rechtsverteidiger-Posi. Ja, hast du gesehen, hat gleich den Ball an sich gerissen, hat versucht, den Ball zu verteilen. Wurde einmal auch hart angegangen beziehungsweise angelaufen, aber hat das auch gut gelöst, ja, hat den Ball dann mal kurz verloren, hat aber nachgesetzt, nicht so wie Kimmich dann, dass der Ball weg war. Ja, das ist alles, was wir sagen können. Das waren ganze 3 Minuten, die er aufm Feld war, ja. So, von daher, im Großen und Ganzen war's 'ne sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Ich denke, da haben wir eh keine Probleme im Moment. Unsere Zentrale war schwach, grade erste halbe Stunde, muss man so sagen. Kimmich wurde aber immer besser, weil er 'n bisschen mehr Raum bekommen hat. Das hat mir gut gefallen, zumindest nach vorne hin. Und in der Spielgestaltung hat er 'n bisschen was versucht. Aber da ist auch noch Luft nach oben, nicht falsch verstehen, ja. Defensiv war's von Kimmich mal wieder 'ne Katastrophe. Leon war 'n Totalausfall. Dafür war Pawlovic endlich mal wieder auffällig. Vielleicht hat er einfach auch mal diese ja, diese kleine Pause gebraucht, die er dann jetzt hatte, ja? Wer weiß das schon. Auf jeden Fall war Pawlo dann der Lichtblick, hat viel Ruhe reingebracht, viel Sicherheit in die Zentrale gebracht, weil er jetzt auch grade zum Anfang, wo ich grade sagte, so die ersten 10 Minuten, die er aufm Feld war, hat er sich ganz klar um die defensive Rolle gekümmert aufm Platz, ja, hat da Ruhe reingebracht. Das hat mir gut gefallen. Ja. Und 'n am Ende des Tages 'n hochverdienter 3:0 Sieg, ja. Man hat aber gesehen,
um den Punkt vielleicht nochmal zu machen, weil ich ja auch sagte, ich bin gespannt, so unsere Defensive mal wirklich zu prüfen. Das war ein paar Szenen zu sehen und da hat man gesehen, dass halt unsere Zentrale das Problem ist. Aber das wissen wir ja schon. Das wissen wir seit Jahren, dass unsere Zentrale im Mittelfeld das Problem ist, ja. Und aber unsere Mannschaft war sehr schnell geschlossen wieder zurück. Das war gut. Und deswegen ist da auch relativ wenig entstanden. Zweite Halbzeit haben wir Frankfurt gar nicht ins Spiel kommen lassen. Beziehungsweise nach dem 2:0 war der Drops gelutscht. Wir haben Frankfurt gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Von daher war auch da unsere Defensive wenig gefordert. Wir werden sehen, es ist Länderspielpause, dann kommt Dortmund. Mal gucken, ob unsere Defensive da ein bisschen mehr gefordert wird, dass wir die vielleicht mal ein bisschen endgültiger bewerten können. Aber ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, ja, Manuel Neuer wird sich wahrscheinlich mal 2, 3 Mal auszeichnen müssen. Dann sehen wir mal, wo er steht. Wusste er ja auch nicht. Ja, und das sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. Von daher, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Jetzt haben wir die verkackte Länderspielpause. Nichtsdestotrotz mache ich Montag nochmal 18 Uhr live auf Twitch. Ne? Dann talken wir nochmal über irgendwie 1, 2 aktuelle Themen. Und im Rückblick das Frankfurt und das Champions League-Spiel. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.